2012 ein Film mit einer unglaublichen Bildgewalt. Es ist eine Bildgewalt, wo man fast schwindelig wird, wenn man den Film sieht. Der Blockbuster von Roland Emmerich, der spielt, finde ich, total überzeugend das Ende der Welt durch. Und es beginnt damit, dass mit dem Maya-Kalender am 21. Dezember 2012 die Welt untergehen soll. Und es kommt tatsächlich so, die ganze Welt gerät aus dem Gleichgewicht. Die Erde bebt, sie bricht zusammen, sie wird überflutet. Wow. So fängt 2012 an. Da denkt man schon die Gitarre, aber vielleicht ist ein Zeichen. Nicht nur Gitarren fliegen um, Tausende von Wolkenkratzern krachen zusammen, ganze Highways verschlingt die Erde in aufbrechenden Gräben. Millionen Städte werden von riesigen Tsunamiwellen überflutet. Vulkane bringen Feuer über die Erde, Milliarden Menschen sterben. Und mittendrin Menschen, die ums nackte Überleben kämpfen. Es gibt riesige moderne Schiffe, die auf dem Himalaya stationiert sind, um einige wenig zu retten. Ja, wenn man den Film sieht, ich nehme an, die meisten von euch haben ihn gesehen, ja, man fiebert 90 Minuten total mit denen, die dort ums Überleben kämpfen. Und gerade denkt man, sie schaffen es, dann kommt schon die nächste Katastrophe. Eins der Schiffstore schließt nicht und die riesige Tsunamiwelle rollt über die Gipfel des Himalaya auf das Schiff zu. 2012, das ist ein Katastrophenfilm, wie es von keinem zweiten gibt. Und ich finde, der Film, der wühlt einem dermaßen auf, dass man anschließend die Chipstüte nicht so leicht beiseite legen kann. Da gelingt es Roland Emmerich total, diese letzten Ereignisse so überzeugend darzustellen, dass es einen wirklichen Schauer jagt. Und ich nehme an, jeder von euch weiß, dass 2012 nur ein Film ist, aber trotzdem hat das Jahr 2012, auch gerade der Maya-Kalender, gerade durch diesen Film eine ganz besondere Bedeutung in diesem Jahr bekommen. Vielleicht habt ihr schon mal in Google 2012 eingegeben, da gibt es allein 2 Millionen deutschsprachige Ergebnisse dazu. Ich war auch mal auf einer, da bin ich zuerst auf einer Homepage gelandet, da war so ein Live-Ticker, wie man hier auch gerade sehen. Ja, wie lange ist noch? Etwa 319 Tage, 4 Stunden, 36 Minuten und 8 Sekunden, dann geht die Welt unter. Wenn man mit der Suchmaschine weitersucht, dann landet man bei ganz unterschiedlichen Interpretationen über den Maya-Kalender. Man findet Berechnungen über mögliche Meteoriteneinschläge oder andere Weltuntergangsfantasien. Und ich habe mich gefragt, warum rückt uns dieser Film so nahe? Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass durch Dinge wie die Erderwärmung, durch die Klimakatastrophe, ja, durch Dinge wie der Tsunami in Japan und Fukushima uns einfach deutlich bewusst wird, dass diese Erde zerbrechlich ist, dass das Leben zerbrechlich ist und dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt. Habt ihr schon mal was von der Doomsday Clock gehört? Die Doomsday Clock, das heißt übersetzt die Uhr des jüngsten Gerichts, das ist gar nicht so eine Spielerei, wie man vielleicht denken könnte, aber es gibt tatsächlich eine Weltuntergangsuhr. Doomsday Clock heißt die. Und die wurde von US-Wissenschaftlern, sogar einigen führenden Nobelpreisträgern, die haben Mitte Januar die Uhr an der Doomsday Clock auf 5 vor 12 gestellt. Vorher stand auf 6 vor 12. Und mit dieser Uhr hat es Folgendes auf sich. Im Jahr 1947 hat ein US-Wissenschaftsmagazin diese Uhr gegründet, einfach um zu zeigen, dass, wenn die Welt sich so weiterentwickelt, dass es irgendwann ein Ende haben muss. Also so eine Anzeige, wenn die Menschheit so weitermacht, dann wird es mit der Welt zu Ende gehen. Zum Beispiel 1989, nach dem Fall der Berliner Mauer, also wo der Kalte Krieg zu Ende war und die Sowjets und die Amerikaner dann nicht mehr im totalen Krieg waren, da zeigte die Uhr noch 17 Minuten vor 12 an. Seitdem ist die Welt deutlicher gefährlicher geworden. Im Moment gibt es ein unberechenbares Nordkorea, wir denken an Fukushima, Naturkatastrophen weltweit, der ganze Klimawandel. Es sind ganz viele Probleme, ganz unterschiedliche Probleme und mehrere Probleme auf einmal, die Forscher da in ihre Bewertung mit einbezogen haben. Und das Urteil, das ist eigentlich schon verheerend. Wenn Leute, die Nobelpreis gewonnen
mal sagen, die Weltuntergangsuhr, die steht 5 vor 12. Anfang Februar 2012 steht die Weltuntergangsuhr 5 vor 12. Und auch die Bibel, die befasst sich mit dem Weltuntergang. Da heißt es zum Beispiel in der Offenbarung in Kapitel 21, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Es könnte fast noch schlimmer sein als im Film 2012. Am Ende gibt es gar nichts mehr. Keine Erde, kein Himmel, nicht mal mehr das Meer. Einfach alles ist vergangen. Es ist die Apokalypse, die Offenbarung des absoluten Endes. Und jetzt ist das Spannende in der Bibel, gerade dieses Ende ist eigentlich nicht das, um was es geht, sondern Johannes, der die Offenbarung sieht, der sieht, was da kommen wird, der sieht, dass etwas Neues kommen wird. Und das ist die eigentliche Botschaft von der Bibel in dem Zusammenhang. Der Johannes sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. So fängt Kapitel 21 an. Und am Ende des Abschnittes heißt es, schau, ich mache alles neu. Die Bibel ist kein Blockbuster, wo am Schluss alles platt ist und nur Angst und Schrecken gezeigt wird, sondern die Bibel, die zeigt uns was ganz anderes, nämlich, dass es am Ende nicht aus ist, sondern dass es am Ende etwas ganz Neues gibt. Eine neue, wunderbare Wirklichkeit, eine Wirklichkeit Gottes, die alles übertrifft, alles Schöne, was wir uns hier auf dieser Erde vorstellen können, in dieser neuen Welt, die Gott schaffen möchte. Wenn wir den Film angucken, der hat auch einen hoffnungsvollen Schluss. Es geht ja für ein paar Leute gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, am Schluss ist es so, dass durch die Erdbebenbewegung Afrika ein Stück weit höher liegt und deswegen nicht überflutet ist. Und dann steuert das Schiff am Ende Afrika an. Und in Afrika, da ist diese Hoffnung auf ein neues Leben. Happy End, fast wie in der Bibel. Schau, ich mache alles neu. Der Filmschluss ist eigentlich ganz anders, als wir in der Bibel lesen. Dieser neue Anfang, von dem Gott da spricht, das wird keine zweite Chance auf Erden sein, auf die Menschen zu steuern. Die neue Erde, der neue Himmel, das wird was ganz Neues, was ganz anderes, was ganz Herrliches sein. Und da heißt es in der Bibel, an diesem Ort wird Gott abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn siehe, ich mache alles neu. So eine Hoffnung kann kein Film darstellen. Wie und wo, wann das sein wird, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob das dieses Jahr sein wird, vielleicht in 100 oder in 1000 Jahren. Das ist auch völlig egal. Die Bibel sagt, da steht drin, von dem Tag und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn, also Jesus, nicht mal Jesus weiß es, sondern allein der Vater. Also das weiß nur Gott, wann es einmal mit dieser Erde, so wie wir sie kennen, zu Ende sein wird. Dieser Weltuntergang, der ist für uns nicht greifbar, nicht berechenbar. Und ich muss sagen, ich finde es total beruhigend, nicht zu wissen, nicht wissen zu müssen, wann es irgendwann mal so sein wird. Und ich bin da auch ganz vorsichtig damit, wenn es irgendwelche falsche Propheten gibt, die da den Weltuntergang verkünden wollen. Oft ist es ja so, dass mit dieser Angst von Menschen ein großes Geschäft gemacht wird. Auf der Homepage, wo ich diesen Live-Ticker gefunden habe, da ist ganz offensichtlich direkt in der Mitte ein Shop verlinkt und da kann man so Survival-Kits bestellen. Also so Campingkocher und so Tabletten, wo man das Wasser trinkbar machen kann man da kaufen. Die Bibel aber, die bezeugt schon ganz klar, dass eines Tages diese Welt mit all dem Leid, was es in dieser Welt gibt, mit all dieser Ungerechtigkeit einmal zu Ende gehen wird. Und dass Jesus einmal als Herr dieser Welt für alle sichtbar sein wird. Aber sie ermutigt uns auch auf eine vertrauensvolle Gelassenheit, was das Thema angeht. Sie möchte da keine Angst machen. Gott ist nämlich der unser Leben, der diese Welt in seiner Hand hält. Und wenn es dann irgendwann mal, wann, wo auch immer, zu Ende gehen sollte, dann ist dieser Gott da, der die Tränen abtrocknet, der dem Tod ein Ende setzt. In einer Welt, wo es kein Leid mehr gibt,
wo jeder Mensch in der tiefen Zufriedenheit, in der tiefen Geborgenheit, in einem ganz tiefen Glück leben wird. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal in der Bibel geblättert. Es gibt tatsächlich auch in der Offenbarung schon auch ein paar so Schreckensszenarien, sage ich mal, die einem wirklich Angst machen könnten. Aber ich möchte da vorsichtig sein, zu spekulieren, welche aktuellen Katastrophen vielleicht aus den aktuellen Nachrichten man da in der Offenbarung lesen kann oder erkennen kann oder vielleicht sogar reinliest. Es gibt so eine christliche Romanreihe, die heißt Das Finale. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist da wird so ein Science-Fiction-Szenario entwickelt, wie es sein könnte, dass diese Welt zu Ende geht. Das sind, glaube ich, 20 Bände oder 30 Bände. Ich habe mal einen Band davon gelesen und ich muss sagen, da wird es einem echt Angst und Bange. Am Schluss, die ganzen biblischen Texte sind mit irgendwelchen Nachrichten aus der aktuellen Welt vermischt und man kann beides am Schluss nicht mehr auseinanderhalten. Und ich finde es total verunsichernd und etwas, was einem Angst macht. Und Gott möchte uns damit überhaupt keine Angst machen, sondern er möchte, dass wir im Vertrauen auf ihn auch darüber nachdenken. Und wenn man mit so Leuten spricht, die so Bücher gelesen haben, dann kommt man echt auf ganz, ganz skurrile Gespräche. Dann wird zum Beispiel überlegt, ob es der neue Präsident von den USA, ob das der Antichrist sein könnte, das Tier aus der Offenbarung oder sogar der Papst, dass das der Teufel sein könnte. Das wird irgendwie ich finde, das wird irgendwie ganz schräg. Die Offenbarung damals, die ist etwa 2000 Jahre alt, die wurde damals aus einem ganz anderen Grund geschrieben. Die wurde nämlich an Christen geschrieben, die in Angst und Schrecken und Verfolgung lebten. Genau dort hinein spricht diese Offenbarung, diese Apokalypse. Es war nämlich so, dass sich diese Christen, die verfolgt wurden, genau in diesen Szenarien, die da beschrieben wurden, mit ihrem Leben und mit ihrer Situation wiederfinden konnten. Dass sie Trost darin finden, dass es am Ende gut ausgeht, dass am Ende nicht das Böse siegen wird, sondern dass Gott diese Situation, diesen Schrecken in der Hand hält und dass Gott siegen wird. Und das hat ihnen Kraft gegeben, am Glauben festzuhalten. Und ich finde, es kann auch meinem Glauben Kraft geben. Ich weiß nicht, wer von euch Nachrichten guckt. Also ich meine, es sind nicht RTL 2 Nachrichten, wo es jetzt irgendwie um Dschungelcamp-Gewinner geht, sondern eher so seriöse Nachrichten, wo dann auch mal so ein Erdbeben kommt oder so. Da kann einem ja schon Angst werden. Und wenn man regelmäßig Nachrichten guckt, das kann einem wirklich Sorgen machen, wenn man immer wieder was Schreckliches sieht. Man nimmt es schon gar nicht mehr richtig wahr. Aber dann kann man wirklich in dem, was man da sieht, oder vielleicht auch in dem, was euch in eurem Leben beschäftigt, wo in eurem Leben vielleicht Angst und Schrecken herrscht, da können wir uns drin wiederfinden. Dass wir sagen können, ja, das gibt es tatsächlich auf dieser Welt. Aber Gott wird all dem mal ein Ende setzen. Und wird alles neu machen. Und wird alle Tränen abtrocknen. Die Offenbarung ist kein Maya-Kalender. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Die Offenbarung ist kein Weltuntergangsfahrplan, sondern ist die Seelsorge Gottes in unserem Herzen. Und wenn die Bibel von den Zeichen der Zeit spricht, dann sind es eher die Geburtswehen einer neuen, einer herrlicheren Welt. Einer Welt, wo einmal Frieden herrschen wird, eine Welt, in der Gott mitten unter uns ist. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, und diesen Zeitpunkt kennt nur Gott, auch kein Maya-Kalender, verspricht uns Gott, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine Zusage, ein Versprechen, wo Gott macht, nach der Sintflut. Also ich meine, das ist nicht die Sintflut, wo dieser Axttyp drauf wartet, wo die Arche baut, sondern die aus der Bibel, wo ein kleiner Schar, eine kleine Familie überlebt in der Arche und dann sagt Gott, ich möchte diese Erde nicht mehr vernichten. Und als Zeichen dafür gibt er diesen Regenbogen, als Zeichen dieses neuen Bundes. Gott hält diese Welt in der Hand und er lässt sie sich auch von uns Menschen nicht aus der Hand nehmen. Und bei aller Überlegung, wo wir auch machen, über Erderwärmung und Klimakatastrophe und bei allem, wo wir auch gefordert sind, uns da verantwortungsvoll zu verhalten, ich glaube nicht, dass Gott sich diese Welt auch durch unser Kaputtmachen sich diese Welt aus der Hand nehmen lässt. Aber solange diese Erde besteht, sind wir auch dem Auftrag Gottes gebunden, die
die Schöpfung zu gestalten und zu bewahren, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen, unsere Stimme für Gerechtigkeit in der Welt und in unserem Umfeld zu erheben. Und das auch, wenn der Kampf aussichtslos erscheint. Wir waren letzte Woche auf einem Kongress in Stuttgart und da war so eine Referentin, Christine Kane, die hat mich total beeindruckt. Die Christine Kane ist eine leidenschaftliche Kämpferin gegen Menschenhandel. Wusstet ihr, dass im Jahr 2012 und im Jahr 2011 und in den letzten Jahren mehr junge Frauen verschleppt und versklavt worden sind, als in der ganzen Zeit von der Versklavung in Nordamerika? Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt einen Menschenhandel auf dieser Welt, der das übersteigt, was die Sklaven in Afrika erlebt haben, die nach Amerika verschifft worden sind. Finde ich unglaublich. Und sie hat auch erzählt, es sind so viele junge Frauen, die da verschleppt werden. Man hat das Gefühl, man kann da gar nicht helfen. Das geht einfach nicht. Und dann hat sie ein Kind gezeigt, wo man gesehen hat, wie einer jungen Frau geholfen wurde. Wie eine junge Frau befreit wurde, wie eine junge Frau medizinische Versorgung bekam, wie eine Frau psychische Hilfe bekam und wie eine Frau wieder zurück ins Leben gefunden hat. Und wenn man sieht, dass einem Menschen geholfen wird, dann kann man sehen, dass sich dieser was verändern kann. Dann ist nicht nur eine Person, sondern dann bekommt diese Person ein Gesicht. Dietrich Bonhoeffer, der Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, von dem sind folgende Worte überliefert. Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und unser Wirken als Christen für diese Welt ist noch mit einem weiteren Auftrag verbunden, nämlich den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben. Bevor Jesus die sichtbare Welt verlassen hat, da hat er uns noch folgende Worte mitgegeben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten all das, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In dem Film 2012 heißt an der Stelle, der Moment, wo wir nicht mehr füreinander kämpfen, ist der Moment, wo wir unsere Menschlichkeit verlieren. Ich finde, es klingt gut. Das klingt nach Hollywood und ist sicher auch was Wahres dran. Aber mir ist ehrlich gesagt zu wenig. Ich möchte den Satz ergänzen. Der Moment, wo wir nicht mehr Christus verkünden, in dem, was wir für diese Welt machen, ist der Moment, wo wir unsere Christlichkeit verlieren. Der Moment, wo wir nicht mehr Christus verkünden, ist der Moment, wo wir unsere Christlichkeit verlieren. Bei all dem, was wir für diese Erde machen, hat Jesus gesagt, macht's in meinem Namen. Amen.